Als nächstes steht Portugal. Ja, die sind auch ganz schön gut besetzt. So, jetzt speichern wir erst einmal. Und dann schauen wir uns unsere Aufstellung wieder an. So, es geht weiter mit dem zweiten Gruppenspiel. Aber erst einmal schauen wir auf die Aufstellung. Der Bart Stuber, nicht fit. Nehmen wir einen Hövedes. Ansonsten passt alles. Dann starten wir direkt, oder schauen wir mal in die Tabelle, wie die anderen gespielt haben. Russland hat gewonnen. Da hat Dänemark gewonnen, also Portugal ist unter Druck. Auf die treffen wir jetzt ja. Spanien und Italien haben gewonnen. Und Frankreich, England haben auch gewonnen. So, dann geht's ab. Zweiter Spieltag. Trikots, dann nehmen wir vielleicht einmal die schwarze. Und Anstoß. So, gegen Holland haben wir ja nur 1-1 gespielt. Deswegen sollten wir jetzt einmal ein bisschen Gas geben, dass wir die ersten 3 Punkte einfahren. Sonst wird das Weiterkommen ein bisschen schwierig. Und ab geht's. So, 1 Uhr für uns. So, Podolski über links. Setzt sie durch. Wieder kann er da. Oh, erste Chance, Khedira. War gar nicht so schlecht, der Spielzug. So, das war die erste Chance für uns. Da muss aber noch mehr kommen. Jetzt vielleicht. Oh. Wieder Khedira. Dafür, dass der im defensiven Mittelfeld spielt, ist er ziemlich oft vorne.
Oh. Konter von den Portugiesen. Gomez in den Zweikampf. Ballverlust. Pepe. Jetzt hat Özil über rechts. Aber kommt nicht vorbei. Ronaldo, auf den müssen wir aufpassen. So, ins Ausgedribbelt. Einwurf für uns. Wieder Khedira. Aber den diesmal erwischt er nicht. Abschlag Eduardo. Oh, das war nicht gut. Varela. Im Mittelfeld, da geht es ziemlich eng zu. Das war Foulspiel, oder? Genau, Freistoß für uns. Und den machen wir wieder flach. Schlechte Flanken. Und jetzt ist wieder Konter hinten. Das war abseits von Schweinsteiger. Freistoß Pereira. Gomez, den erwischt er nicht und jetzt ist, glaube ich, gleich Halbzeit. Genau. 0-0 wieder. Genau wie gegen Holland. Jetzt können wir vielleicht nochmal die zwei tauschen, weil der Khedira immer vorn mitmischt. Von Özil war überhaupt nichts zu singen. So, das lassen wir mal, sonst alles dabei. Und ab geht's in die zweite Halbzeit. Jetzt müssen wir was machen. Portugal, glaube ich, war auch unverändert. Das war ein Foul.
wieder abseits. Jetzt hat Riesenchance durch Podolski, der ihn aber nicht einbringt. Özil kriegt den Ball nicht. Kontrau passt da auf. Oh, und jetzt war das der Kaupass. Landsparade. Ganz gut. Riesenchance jetzt für die Portugiesen. Wer war das? Hugo Almeida. Aber Neuer war auf dem Posten. Und jetzt Ecke. Meireles. Das war jetzt nicht so gut. So, aufpassen. Abseits, ganz gut. So, Portugal Ball auf Offensive. Jetzt kommt Nani. Und jetzt gibt's jetzt Elfmeter oder war das außerhalb? Ach, das war doch innen. Das muss Elfmeter geben. Und dann gibt's er. So, zusammenreißen. Oh. Aber der Nachschuss. Podolski staubt ab. 1-0 jetzt. Der Elfmeter war schlecht geschossen, aber der Nachschuss. War nicht gut geschossen. Unten rechts wird man einzimmern. So, da sieht man es nochmal. War nicht gut. So, jetzt führen wir das wichtige 1-0. So, und jetzt müssen wir uns zusammenreißen. Nicht wie gegen Holland. In der Nachspielzeit noch das Gegentor einzufangen. Und Portugal wird stärker. Müller. Jetzt werden wir einmal wechseln. Und zwar geht jetzt Podolski aus, der Torschütze. Dort haben wir vielleicht einmal einen Klose einer. So, dann geht der Khedira vielleicht ins defensive Mittelfeld. Und man sieht schon bei den Portugiesen drüben, die haben 5 Offensivleute drin. Die werden jetzt alles nach vorn werfen, um das irgendwie dann Ausgleich kriegen, weil wenn die verlieren, dann sind die schon draußen.
Das erste Spiel haben wir nämlich auch schon verloren. Podolski, der Torschütze. Was war das? Foul? Naja. So, jetzt wird gewechselt. Die letzten Minuten brechen noch. Jetzt müssen wir uns da zusammenreißen. Müller jetzt auf der linken Seite. Foul von Klose. Boateng, das darf, ganz gut. Und jetzt Müller. Einwurf. Einwurf nochmal. 2 Minuten Nachspielzeit. Und Reus. Und das ist die Entscheidung. Ganz gut gemacht. Sein zweites EM-Tor. Und es ist das K.O. für die Portugiesen. Nochmal in der Wiederholung. Der Torwart war noch dran. So, jetzt nochmal. Er war dran, aber durch die Wucht hat er nicht mehr abwehren können. So, das war's für die Portugiesen. Die fahren nach Hause. Und wir haben jetzt gute Karten ins Viertelfinale zu kommen. Holland hat hingegen gegen Dänemark gewonnen. Und es wird gegen Dänemark wird es ein K.O.-Spiel. Weil wenn die gewinnen, dann sind die weiter. Also uns das schon unentschieden reicher. So, bei Gruppe 1 ist eigentlich noch alles möglich. Also selbst Griechenland kann noch weiterkommen. Da ist Irland schon draußen. Spanien ist im Viertelfinale. Und da ist England schon bei der Ukraine ist auch schon fertig. Es bleibt spannend. Nächstes Spiel also gegen Dänemark. Und die sind eigentlich gar nicht so gut besetzt. Eigentlich.